Ist doch einfach ein geiler Sound. Hoi Manu. Hi! So, sind wir wieder on the road. Ja. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Und zwar, wir haben auf Instagram eine Frage bekommen und die möchte ich heute gerne einmal aufgreifen. Und zwar ist mir die Frage gestellt worden, warum dass wir jetzt eigentlich von Alchemistas auf Alchemy übergegangen sind. Also warum dass wir das gewechselt haben. Und vielleicht willst du das gerade beantworten. Nein, erzähl du zuerst, was du zurückgeschrieben hast. Ich habe nicht zurückgeschrieben. Steht doch da, haben wir ja gesagt. Nein, ich habe nicht zurückgeschrieben, ich habe eine Sprachnachricht gemacht. Weil ich gefunden habe, da muss ich nicht so viel schreiben. Und zwar, wir sind einfach mal raus mit Alchemistas. Wir haben ja im Oktober angefangen zu konzeptionieren, einfach mal für den Start. Und dann haben wir die Alchemistas-Seite gemacht und dann haben wir mit dem Wesentlichen einmal angefangen. Also das heisst, konzeptionieren, das Naming, das Wording, whatever. Und haben dann schnell gemerkt, dass wir zwar die Alchemistas sind, aber mit diesen Projekten und das, Ja. was wir umsetzen, Halt mit diesen Plänen, dass das einfach nicht, es ist einfach zu wenig. Es ist zu dünn. Es ist zu dünn, ja. Zu dünn. Dürr. Zu dürr, genau. Und wer schon mal zum Beispiel so etwas gemacht hat, jetzt eben von Grund auf neu etwas gestartet und Homepage und Zeug und Sachen, ist halt schon so, irgendwo startest du einmal und uns ist das einfach wichtig gewesen, dass einfach mal die Leute von uns Bescheid wissen. Und nachher fängt das Wesentliche an. Also, ich meine, die schon mal so ein bisschen reingeschaut haben, Manuela und ich kommen eigentlich aus total unterschiedlichen Branchen und gleich sind wir, wenn es um gewisse Sachen geht, die zwei gleichen schrägen Vögel. Und um das natürlich zusammenzubringen, das hat Zeit gebraucht, um das zu konzeptionieren, obwohl wir sind ja noch nicht dort, wo wir sein wollen. Ja, wir fangen jetzt erst an. Ja. Wir fangen jetzt erst richtig an und ja, dort haben wir einfach gemerkt, wir sind zwar die Alchemistas, aber das, was wir machen, das darf wirklich nochmal einen expliziten Namen haben und daraus ist Alchemy entstanden. Genau. Willst du noch etwas hinzufügen? Ich glaube, es ist einfach für uns wichtig, um einfach mal einen Startpunkt zu setzen. Und wie es halt dann ist, weil sobald man einigermaßen mit im Projekt drin ist, entwickelt sich das weiter und dann entwickelt man sich selber weiter und auf einmal merkst du, das Naming passt irgendwie. Es sagt wie zu wenig aus von der Richtung und Alchemy, finde ich, ist von dem her halt wirklich sehr auf den Punkt gebracht. Ja. Weil es halt auch dann um die Online-Angebote geht und so weiter und halt zum auch eine Plattform generieren langfristig und ja. Genau. Und natürlich immer auf den Grundlagen von Alchemie. Ja, also natürlich, ja. Also nicht halt nur von der einfach, modernen, ja, genau, ja. von modernen Ansicht davon, ja. Ja, genau. Ja, und somit herzlich willkommen in einem neuen Podcast-Episode. Hi Fans. Und ja, ich würde sagen, wir steigen hier gerade in unsere erste Shit Happens Session ein. Let's go! Let's fetz, baby. Hey, was läuft bei dir? Viel zu viel und alles hinterst ab, man. Total shit happens. Ja, Manu, hinter ab. Erzähl mal, was läuft bei dir? Oh, fuck you, du, ehrlich. Nein, also viel. Also ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch da, wo seit geraumer Zeit, also ich finde es ganz 25, schlucht einfach wie cheesy auf gut Deutsch. Aber auch in einem guten Kontext. Also ich meine, das ist halt immer auch das, gell, was man aus dem Shit Happens ein bisschen macht. Die Zeitqualität ist einfach der Wahnsinn. Also ich glaube, da, jeder, der da zulässt, denkt sich wahrscheinlich etwa das Gleiche. Ja, bei mir auch. Also ich denke jetzt mit dem ganzen Finsterniskorridor, jetzt Finsternis gestern, jetzt heute Äquinotikum, das sagt eigentlich schon relativ viel. Aber es sind schon Sachen, und eben dann natürlich die Schumann-Resonanz, die wir heute Morgen jetzt gesehen haben, dass sie wieder einen Blackout hatte. Also ich
ja, ich glaube, das ist einmal zur Zeitqualität an und für sich zu sagen. Ich wüsste jetzt gerne, wo anfangen. Fang du mal an. Vielleicht komme ich Soll dann ich mal anfangen? komme ich dann ein bisschen strukturierter zu meinen Schublädchen. Okay, gut. Also mir fällt es extrem auf an den Kunden und an den Klienten, aber auch bei uns und bei mir selber. Es sind extrem herausfordernde Zeiten. Und vor allem jetzt im September spürt man halt schon, dass die Leute einmal mehr sagen, Scheiße, was läuft da eigentlich? Es fliegt mir alles um die Ohren und man weiss gar nicht, es sind so viele Baustellen und wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ja, es spitzt sich halt bei unheimlich vielen jetzt unheimlich zu. Oder Ja. hat sich schon. Also, Ja, ja. Oder es hat jetzt schon einen riesen Klapp gegeben nach dem Zuspitzen. Aber es ist so, Ja, genau. no way out. Und darum habe ich dann auch die letzte Woche gefunden, kann ich da mal auf Instagram diesbezüglich etwas veröffentlichen, was so gerade die aktuelle Zeitqualität anbelangt. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram besuchen. Ja, Unbedingt. welcome. Und ja, um das nochmal so ein bisschen aufrollen, warum das alles so ist, weil ich komme halt wirklich regelmäßig vom privaten Umfeld komme ich WhatsApp über, also Sprachnachrichten oder Text, wo meistens bei den Sprachnachrichten sehr emotional, wo man halt wirklich hört, die Leute am Weinen und völlig überfordert sind, wo man findet, Scheiße, Jessie, was läuft, was haben wir, Portaltage sind, was ist denn sonst wieder los, ich komme nicht fürschen und es ist einfach so viel und man sieht wie den Wald von lauter Bäumen nicht mehr. Und das hat damit zu tun, weil 2025 ist ein 9er Jahr. Und ein 9er Jahr heisst so viel wie «Komm in die Vollkommenheit». Das heisst, wenn man mal ein 9 malt, könnt ihr das mal ausprobieren, wenn man ein 9 malt, dann schließt sich zuerst oben im Innen eine Kugel ab und erst dann geht sie nach außen. Das heisst, wir müssen zuerst im Innen anfangen, dass wir ins Aussen kommen. Und ja, dreh dich im Innen, zeig dich im Aussen. Der Ursprung ist halt immer im Innen. Und Vollkommenheit heisst natürlich, ja, Raum halt auf. Also alles, was dir nicht dienlich ist. Und da reden wir nicht von plumpen Bagatellensachen, sondern was passt zu deinem Seelenplan? Was gehört wirklich zu dir? Was gehört zu deinem höchsten Selbst? Zum Beispiel die Berufung, dein Umfeld. Tut dir das gut? Gehört das zu deinem höchsten Selbst? Oder sind das zum Beispiel einfach, ich nenne es jetzt ein bisschen beim Namen, Lückenfüller, damit man sich vielleicht nicht einsam muss fühlen, damit man vielleicht nicht muss in einen Triggerpunkt hineingehen. Und genau das klebt es jetzt halt Ja, um die Ohren, Weil oder? es halt einfach schon so dermaßen normal ist, dass man also dass sich die Leute gerne keine Gedanken machen, dass es könnte anders sein. Es ist immer schon so gesehen, also Ja. geht es jetzt halt so weiter, ist zwar scheiße, aber irgendwie Ja. würden wir uns durch. Ja, und da ist halt auch, gell, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir Ja. sind so schnell in irgendwelchen Strukturen, auch jahrelange Strukturen drin, die wir gar nicht merken. Und jetzt kommt natürlich dazu, der September ist schon der 9. Monat. Plus wir haben im September numerologisch eine 18-9er-Energie. Und wenn man den 18er nach einzeln betrachtet, ist halt einfach so, das 1 ist der Startschuss, also gibt Gas, und der 8er ist Macht und Ohnmacht, Flut und Thema. Und wo natürlich die Endsumme 9 gibt, also bringt das auch eine Vollkommenheit. Und darum haben wir auch viel so Ohnmachtszustände, also dass wir uns völlig geschlaucht fühlen oder das Gefühl haben, mein Gott, es ist ja so fast schon ein bisschen depressive Stimmungen, also eben so das ganz klassische Macht und Ohnmacht. Ja, Und das oder halt- 8 symbolisiert, wenn man es malt, es ist schon ein Endloslaufen. Das heißt, wir würden wirklich jetzt mit Sachen konfrontiert, Mit dem eigenen Loop. ja, mit dem eigenen Mit Loop, dem eigenen festgefahrene Strukturen, die uns vielleicht gar nicht mehr bewusst sind, oder? Und das ist jetzt so krass, nicht nur, weil wir geballte Ladung nur 9er Energie haben im September, sondern viele wissen ja nicht, dass wir im Oktober, also der 10., der 11. und der 12. Monat im Jahr, ist numerologisch schon das neue Jahr. Also da reden wir schon dann von der 1er-Energie von 2026. Und wenn es mich nicht täuscht, und ich will jetzt hier nicht, ich passe jetzt auf mit dieser Aussage, aber ich meinte, sogar astrologisch sagt das auch so.
dass man, glaube im Oktober je nachdem und November und Dezember gewisse Vorbotsenergien vom neuen Jahr, ja, einfach das astrologische Vorboten. Jahreshaus fängt erst im März an mit dem Äquinotikum. Genau. Und das ist natürlich hart, weil jetzt sind wir so wie in einem Übergangsding. Lift? Ja. Ich komme mir vor, wie in einem Lift. Wirklich. Einerseits zieht es die Schrauben an, weil es noch die letzten paar Tage im September sind, mit der Vollkommenheits- und Aufraumenergie. Und gleichzeitig spüren wir aber schon, die Energien sind nicht erst da, wenn dann 1. Oktober, Punkt. Ja, ich glaube, Oder die Energie Punkt weiss null nicht, Uhr. was für ein Datum was wir haben. Das spürt man halt je nachdem schon vorher im Feld. Und dann ist das natürlich sehr herausfordernd. Genau. Ja, es ist halt ein bisschen so wie so der Lehrmeister, der noch drüber steht und sagt, hast du das auch gelernt? Schauen Ja. wir jetzt das auch noch an. Sitzt jetzt das? Oh, du hast nur eine 3,5, Oh, das ist dort verbesserungswürdig. Ja, musst du noch über müssen wir Bücher. noch nicht Nachhilfe für das. Genau. Und also bei mir fällt mir einfach auf, und das ist ja das, wo ich so höre, so im Umfeld, oder wo an mich hergetragen wird, ist ganz interessante, aus dem Nichts aus Erinnerungen an 5, 6, 7, 10 Jahre zurück, aus dem Nichts, wo von Bagatellsachen, die eigentlich jetzt wirklich nicht schlimm waren, wie dass man auf einmal wieder einen Duft irgendwie in der Nase hat, von vor 10 Jahren, ganz gespässig, bis zu schlimmen oder ganz guten Sachen, die einfach auf einmal wieder wie so reingespürt, wie so Ja. wie so Reminder. Spam-E-Mail, Ja, die so ja. kommt, so zum Schauen, mal schauen, wie sie auf das reagiert. Mal schauen, wie das so ankommt. Das finde ich wirklich interessant. Das ist so, als würde die Festplatte irgendwie nochmal durchleuchtet und ein Teil Das wieder raus- Antivirus-Programm. Ja, irgendwie wie nochmal. Es ist ganz gespässig. Also, ja, aber interessant. Wenn Ja. man es ein bisschen mit Abstand kann anschauen kann. Aber in dem Moment, also ich bin jetzt auch letzte Woche wieder irgendwie da gehockt, auf das Mal denkt aus dem Nichts raus, wieso erinnere ich mich jetzt genau jetzt an das von vor 10 Jahren? Was hat das mit jetzt zu tun? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß es bis jetzt nicht, was das alles soll. Aber ich nehme es jetzt einfach mal an, aus irgendeinem Grund schickt mir das mein Kopf ein bisschen hin und her. Ja. Ja, und da verbirgt sich natürlich unheimliches Potenzial, oder? Weil wir schauen ja, das ist so mein altbewährter Satz, und ich weiss, den meisten geht so mega oft den Cookie, aber ich bringe ihn halt einmal gleich gerne. Wir schauen halt Probleme oftmals gerne als Kontrablem an. Das heisst ja Problem. Sie sind dort zum Potenzial entfalten. Und wir gehen dann halt... Also, Der hohen Optimismus. nein, es ist halt einfach... Nein, es ich meine, stimmt es schon. ist ja nicht weg, oder? Es ist ja nicht weg, es bringt ja nichts. Und wir catchen das so lange durch, bis wir es Ja, durchkennen, natürlich. oder? Ja. Also, was machen wir jetzt? Machen wir ein Pro daraus und probieren dort das volle Potenzial auszuschöpfen? Oder machen wir ein Kontraproblem daraus und hocken dann halt jahrelang Und stehen, ja, immer hocken wieder dort in dem in einer- scheiß genau, in einem Bötli und Hurenzoren sind am und schauen die Rumschiffeln, Welt an. oder? Genau. Ja, genau. Genau. Und das ist halt eben das. Und ja, da verbirgt sich Potenzial. Und ich weiss, es ist manchmal schon einfach gesagt, hey, da zieht es gerade rein, wie Sau, geht es dir? Ja, easy. Einen vollen Rücken, der Easy. Vorhang hüllt sich gerade Ich rein. du. habe wie immer etwa 50 Jacken an. Alles gut. Auf jeden Fall, können wir dort halt wirklich mega viel ausschöpfen, oder? Und es ist halt mega einfach gesagt, oder? Wenn man dann emotional, rational oder ich sage jetzt wirklich mit dem ganzen System in so Triggerpunkte drin hockt, zum sagen, ja, ich mache jetzt ein Brot draus und ja, ich weiß schon, das ist mega einfach gesagt, aber man kann halt eben schon viel rausholen, wenn man es halt einfach annimmt, weil sonst kommt der Scheiß einfach wieder und man hat irgendwann einfach keinen Bock mehr, oder, zum jahrelang den gleichen Strudel zu machen, oder? Ja, aber gell, das konkrete Wie fehlt dann halt. Aber Ja. ich glaube, zu dem kommen wir sicher noch. Ich glaube, Ja. das konkrete Wie, ich meine einfach nur sich den ganzen Tag vor den Spiegel stellen und sagen, mein Leben ist super, mein Leben ist super, mein Leben ist super. Wenn es einfach scheiße ist, Ja. das funktioniert dann irgendwie eben auch nicht. Genau. Aber eben, ich glaube, da gibt's
Da gibt es Mittel und Wege. Ja, auf jeden Fall. Und wir hocken ja alle im gleichen Boot. Weißt, man hat ja oftmals das Gefühl, mein Gott, geht es nur mir so? Nein, Nein. wir hocken alle in der gleichen Zeitqualität. Und die einen haben dann halt einfach ein bisschen die grösseren Herausforderungen und die anderen ein bisschen kleinere Herausforderungen. Aber wir hocken alle im gleichen Boot. Ja, und es kommt halt immer darauf an, gell, wie du damit umgehst und wie Ja. du anschaust. Also, ich Ja, finde, aber weißt, das macht schon oftmals mal- ist es doch schon so, dass man immer denkt, ist das nur bei mir Nein. so? Nein, also ich kann da euch wirklich beruhigen, es geht uns allen gleich. ist auch bei Allen. den meisten von meinen Messages, die ich bekomme auf WhatsApp so. Bei den meisten fängt der Satz an mit «Hey, geht's eine Art noch mehr so?» Ja. Komma, oder? Also, Ja, genau. Ja. Aber eben die Frage ist, wie kann man damit umgehen und wie kann man vor allem das Ganze shiften? jo. Mach doch einfach aus dem Shit Happens ein Shift Happens. Wie wäre das? Finde ich gut. Besser als verschissen durchs Leben durchzugehen. Es ist so gut. Also Manu, willst du gerade anfangen? Wie kann man damit umgehen? Also, Wenn man was- so also ich muss- Endlosspiralen und den Wald von lauter Bäumen nicht mehr sieht und so. Also ich glaube so, was sicher einmal für mich auch nicht wichtig ist immer, gell, du hörst so viele Sachen da draussen und liest oder konsumierst YouTube-Videos, die oder so Wissen generieren. Aber niemand sagt dir eigentlich, was jetzt konkret in dem Moment du hast. Alle reden immer von «Ja, du musst loslassen und positiv sein». Aber was heisst jetzt das? Also, ich finde, ich habe mich vor allem auch mit dieser Frage ein bisschen auseinandergesetzt, so die letzten Monate, weil es gibt so viel Content da draussen, der gut ist, aber er ist einfach so dermaßen oberflächlich auch nicht. Weil wenn du wirklich auf gut Deutsch in der Scheisse hockst, dann A, willst du es nicht hören und B, ja, ist das Es ist schwierig schon- zum ja. Umsetzen. Ja, weil es fehlt ist schon dir einfach so unbequem. eine- Ja, es ist auch oder- unbequem. Und was machst du jetzt konkret aus dem Wissen? Also ich komme darum jetzt gerade mit einem praktischen Tipp, was bei mir wirkt. Vielleicht wirkt es bei den einen oder anderen, die zuhören, ja auch. Ich bin wirklich jetzt, ich schreibe ja jeden Tag, das ist ja mein Job und überhaupt. Ich schreibe jeden Tag am Morgen und am Abend und schreibe auf, wer will ich heute sein, wie will ich heute handeln, wie will ich heute fühlen. Und am Abend gibt es wirklich wie eine, ich meine, das geht 5 Minuten, gell? Also ich mache das zwischen Kind und Kochen und so weiter. Am Abend gibt es wie so ein Resümee. Und anhand von dem zeigt sich, wo bin ich im Prinzip aus der Spur rausgefallen, was war ein Trigger, was hat mich abgelenkt und so. Das ist wirklich etwas, finde ich, wirklich Konkretes, wo man sofort anfangen kann umsetzen. Und das halt auch jeden Tag sehr, sehr ehrlich. Das ist so der nächste Punkt, wo bei vielen Basics einfach einmal irgendwie vergessen geht. Und zwar, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch gestern wirklich so meinen Loop einmal aufgeschrieben. Und zwar, aus welchem Muster resultiert ein anderes Muster, resultiert das nächste und das nächste, bis eigentlich dann wieder oben ankommt und dann wieder, in die gleiche Kackrichtung geht. Und das muss man ja niemandem zeigen. Aber dort muss man einfach, ich kann es nicht anders sagen, Gottverdammt, ehrlich sein. Ehrlich. Und dann sind wir wieder bei der Zeitqualität von dem Lehrmeister, der zuschaut und sagt, ist das wirklich alles? Hast du nicht noch irgendetwas, das jetzt in so einem Muster, bist du mal ganz ehrlich. Es braucht auch für mich immer mal wieder Mut, um es ehrlich aufzuschreiben, auch wenn das niemand sieht da draussen. Aber finde ich wirklich wichtig und richtig, weil du siehst es nur dann, wenn es halt wirklich einmal auch kannst benennen. Eben mir persönlich hilft jetzt das Schreiben sehr, weil ich kann es dann über wirklich Hirn in Hand irgendwo auf einem Blatt kann es lesen, kann mir nochmal Gedanken machen. Und eben, wie gesagt, das geht auch nicht lang, weil, ich meine auch das, es wäre cool, wenn man den ganzen Tag könnte einfach im Space abhängen, aber die wenigsten von uns können das, oder wollen das vielleicht auch. Und darum wäre das so so der Tipp, den ich halt sowieso auch nicht immer am Umsetzen bin, weil du das merkst du eben dann auch in der Verkörperung selber, oder? Also, was macht jetzt etwas an? Was macht eine andere Emotion, ein anderes Denken, ein anderes Handeln? Handlung ist ja Handlung, also Hand, Körper, Ja. oder? Ja. Das ist eben auch so etwas, wo ich lange das Gefühl hatte, also so im Nachhinein das Gefühl habe, ich lange wenig gecheckt. Irgendwie im Mind
Oder auch in einer Meditation hast du alles da draußen, bist du immer geistig mega geil unterwegs, aber umgesetzt in echt hast du einfach noch einen Scheiß, Entschuldigung, noch nichts. Das heisst wirklich in die aktive Verkörperung kommen, und zwar, was heisst das jetzt für den Körper, wie fühlt sich der Körper anders an, wie schaust du anders, wie atmest du anders, wie laufst du anders, und das habe ich immer wieder als Reminder reinnehmen und dann halt einfach wieder aufschreiben. Also ich finde, so, das ist so das Bodenständigste, glaube ich, was ich von mir aus weitergeben kann. Schreiben das Zeug auf, und zwar gnadenlos ehrlich. Ja. Weil niemand hat einfach... Also, ja, jeder hat irgendwelche Programme, wo man niemandem sagen würde, aber wo man selber eigentlich ganz genau weiß, dass das einfach irgendwie schief läuft im Grind. Ja. So ein bisschen. Oder im Genau. System. So, jetzt, ich habe fertig. Du bist dran. Ja. Sorry. Ich sehe das natürlich, dort ticken wir halt genau gleich, gell? Und dort möchte ich auch noch das Thema aufgreifen. Ich weiss, der zuckt jetzt wahrscheinlich in alles zusammen, wenn ich das Wort ausspreche. Manifestieren. Oh, manifestieren. Ich habe echt Mühe damit, weil die meisten Ratgeber sagen ja, du musst nur manifestieren und dann wird Aber alles du gut. manifestierst ja immer. Du kannst gerne nicht manifestieren. Du manifestierst den ganzen Tag. Ohne dass es du merkst Ja. auf deiner Festplatte. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich bei vielen vermisse, dass sie reden immer nur von der Gedankenkraft. Die ist wichtig. Das ja, muss man schon nochmal auf irgendwo jeden Fall. platziert haben. Aber so, ist ja alles gut und recht. Aber was bringt es, wenn ich nicht in die Verkörperung komme? Ich habe dort einmal einen Blogbeitrag geschrieben, falls ihr mal reinschauen wollt. Wissen ist Macht auf alchemy.ch im Mystik-Blog. Und dort geht es genau darum, wenn ja Wissen allein würde lange, also meine Gedankengänge, so, dann kann ich ja das Buch lesen und sagen, ich mache jetzt den Flug, also ich will fliegen lernen mit einem coolen, keine Ahnung, Flitzer da und lese das und dann kann ich ja das. Nein, Praxis fehlt, Umsetzung fehlt, das bringt mir ja nichts. Also ist ja das Wissen nur etwas, das einfach verstaubt. Hat man Energie investiert und es verstaubt es bringt dir gar nichts. Du musst auch in die Verkörperung kommen, oder? Und darum zum Beispiel auch Schreiben für mich sehr, sehr wichtig. Ich habe die letzten paar Tage viel geschrieben und das aus einem Grund, es bleibt nicht beim Gedankengang, sondern du gehst gerade mit dem Schreiben in eine Abhandlung, in eine Verkörperung. Weil wir wissen selber alle, wenn wir etwas denken, wie schnell sind wir abgelenkt und sind wieder an einem anderen Thema dran. Und dort kannst du schon in die Verkörperung kommen, weil du nimmst dir die Zeit und den Raum, dass du herhockst und nicht nur darüber sinnierst, sondern du schreibst es auch. Du kommst gerade in die Verkörperung und da haben wir dann mehrere Sachen, die mitkommen. Der Körper selber, der schreibt, das Visuelle, vielleicht schmeckst du sogar, also riechst sogar den Kugelschreiber oder Filzstift, was auch wieder etwas macht im linguistischen System. Ja, alle sind mit einbezogen. Alle sind mit einbezogen. Und dann, wenn ich das geschrieben habe, geht es nicht darum, jetzt habe ich es einfach gerade einmal verkörpert, sondern ich gehe ja so in eine Selbstreflexion hinein, dass mir ja bewusst wird, okay, das hat Potenzial, das darf ich verändern. Also wenn ich zum Beispiel am nächsten Tag aufstehe und vielleicht genau das Thema mir begegnet, dass ich dann nicht der alte Loop fahre, sondern auch anfangen, das Shiften, ohne in eine andere Abhandlung reinkommen. Weil sonst kann sich ja nichts verändern. Dabei wenigstens schon mal selber ertappen. Das ist ja schon. Wieder das Muster, Genau. Dann hast du schon mal finde ich, ein bisschen gewonnen. Genau. Und das andere ist halt, wie wenn du, keine Ahnung, Bock hast zum Pizza essen. Die Pizza ist eigentlich vor dir auf dem Tisch eigentlich parat, aber wenn du daneben hockst und einfach vor dir her meditierst, dass der Ofen läuft und die Pizza schon lange gegessen hast und die Augen öffnest, du tust das Ding einfach nicht in den Ofen, dann bist du immer noch gleich weit. Also, Ja. ich finde so, das ist eben, da sind wir wieder bei dem Thema Basics, wo mir einfach zum Teil auch da außen wirklich ein bisschen, einmal einfach ein bisschen fehlt. Und viele Sachen sind vielleicht einfach so, man checkt es halt erst, wenn man es wirklich checkt, irgendwie. Ja. Sorry, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. So geil. Ja,
Genau, und darum, ich finde das immer so ein bisschen dünn, wenn man schaut, jetzt eben, die meisten orientieren sich dann eben mit Manifestation und Zeug und Sachen. Ist nicht falsch, aber zu einer Manifestation gehört auch Selbstreflexion, gnadenlose Ehrlichkeit mit sich selber und nachher in die Umsetzung und in die Verkörperung kommen. Vielleicht hier noch als Beispiel. Ich glaube, eines der extremsten, was mit Manifestieren da draussen im YouTube, auf dem Markt, whatever findest, ist halt das Thema Geld, oder? Und dort ist ja auch, was bringt es jetzt mir, wenn ich manifestiere, ich gewinne, keine Ahnung, Geld oder ich gewinne in einem Wettbewerb oder im Lotto. Gewinnen ist sowieso, da muss ich nachher einen anderen Senf dazugeben. Gewinnen ist ganz schwierig. Ja. Und ich rede mir das ein, aber ich verkörpere es gar nicht, weil Reichtum fängt dann an, wenn du in jeder Zelle von dir auch spürst. Und auch, also Reichtum, ich finde es ein bisschen schwierig. Reichtum, Ja, ist mit Geld ist ein bisschen schwierig. Ich sage jetzt mal Fülle, oder? Fülle ist ja so eine ja, aber es ist mir lieber als Reichtum. Mensch, ja. ein fülliger Mensch, ich weiß nicht. Oh, egal. Ja. Aber es ist halt einfach, es bringt mir ja nichts, wenn ich es nur einfach schön rede oder einrede, weil es braucht ja auch eine Abhandlung dazu, oder? Oder wenn du einen Job brauchst. Es bringt mir nichts, wenn ich mir einrede, ich habe jetzt einen Job. Ich habe jetzt den, ja, und vor allem, du sagst im System damit, dann hast du in 10 Jahren noch jetzt den einen, aber ja, du hast noch keinen. Anstatt das so einzuladen, als wäre es schon, und das auch so zu spüren und in die Verkörperung zu kommen und auch etwas dazu beizutragen, oder? Dann kann das alles viel, viel schneller sich halt gehen. immer wieder fragen, wie würde der Mensch jetzt, oder wie würde die Identität jetzt handeln? Genau. Also das ist so... Genau. Und eben zum Thema noch gewinnen, gell? Von wegen Lotto gewinnen und so. Gib doch einfach deiner Seele die Chance, um selber so viel Wohlstand zu generieren. Du bist doch gut genug. Du brauchst keinen Lottogewinn. Also ich meine, wenn wir jetzt nehmen, ein paar Millionen herleitet, nehme ich dir dankend an. Oder? Aber es gibt so viele Leute da draussen, die das alles von dem abhängig machen. Ja. Weil sie sich gerne nicht selber eingestehen können, dass sie vielleicht, oder, man stellt jetzt vor, weil es gibt so exzessive Lottospieler, die hätten vielleicht die ultimative Idee für den Bomben-Milliardärsreichtum in sich, aber sie kommen gerne in die Umsetzung, weil sie sich das gerne nicht selber zutrauen, weil sie nonstop schauen, im Aussen, sind wir wieder im Aussen, es ist halt immer das Gleiche. Wie komme ich jetzt zu dem Geld dort? Aber vielleicht wartet an einem anderen Ort das Dreifache von dieser Kohle. Genau. Also ich habe diesen Satz mal vor ein paar Jahren gehört und der ist mir recht eingefahren, muss ich sagen. Und eben, dann ist wieder so, dass, oder, was ist die Selbstreflexion, die gehört einfach dazu, mit sich selber sich auseinanderzusetzen. Was bringt denn mir jetzt zum Beispiel angenommen, wenn ich einen Lottogewinn habe, aber das unterschwellige Programm immer noch weiterläuft, warum dass ich jetzt Ja, zum dann Beispiel verlierst du alles. Wieso verlieren die meisten ja. Lottogewinner alles und sind danach verschuldeter als vorher? Weil Ja. ihr System im Unterstübli immer noch den Störsender drin hat. Ja, und also, das ist eben genau das. Darum braucht es eben auch den Spiegelblick mit sich selber und dann halt wirklich in die Verkörperung kommen, oder? Weil eben nicht das Zeug von außen abhängig machen. Also wenn ich zum Beispiel das Thema Fülle habe, oder? Dann ist es wichtig, dass ich mal zuerst schaue, wo kann ich mir die Fülle selber geben. Und es gibt nur 2 Sachen im Leben, von Energien. Ja. Und das ist Liebe und Angst. Viele würden sagen, nein, nicht Angst, Wut, Hass, Frust. Ja, aber wenn wir es genau anschauen, die niederschwingenden Energien, die würden immer aus Angst heraus generiert. Es gibt nur Liebe und Angst. So, oder? Und das ist halt einfach, wenn ich nur im Aussen denke, ja, wenn ich den Lotto gewinne habe, dann ist dann meine Angst gut und ich bin in der Fülle und weiss nicht was. Das bringt ja mir nichts. Du musst vorher Du machst immer nur eine Zahnversiegelung und unten dran die Wurzeln sind am Modern. Und wenn wir doch ehrlich sind... Wenn wir, ja, nein, aber weißt du, was ich meine? Fehlt doch die Stabilität, oder? Ja, klar. Alles das, was wir... schimmelt. Ja. Alles das, was wir dann aufbauen, das hat einfach kein festes Fundament, oder? Und das ist dann schade. Weil wir wissen alle, wenn wir zu einer Zahnbehandlung gehen und der Zahnarzt sagt, hey, sorry, wir brauchen eine Wurzelbehandlung,
dann sagen wir nicht, ja, nein, ich will nur eine Zahnversiegelung. Dann wollen wir es alle am Schopf packen. Und Aber du wir musst selber fürchten uns zahlen, davor. oder nicht? Ja, aber wir fürchten uns davor. Und das ist der nächste Punkt, den ich noch erwähnen will. Wir sind oftmals einfach auch viel zu hart mit uns selber. Also das merke ich jetzt zum Beispiel bei mir, was ich so hart mit mir umgegangen bin. Weil ich dann das Gefühl hatte, wenn ich in eine Selbstreflexion gehe, weil ich so hohe Ansprüche an mich selber habe, es muss immer gerade alles klappen und Zeug und Sachen. Nein, es ist auch okay. Du darfst auch mal den Tag haben, wo du dich scheiße fühlst, wo du das menschlich einfach mal rauslässt. Das ist auch so ein das Punkt. ist auch ganz, man darf ganz im Fall auch einfach wichtig. einmal traurig sein und hässlich sein. Du Genau. kannst die Emotionen annehmen, durchfließen. Ich probiere es wirklich annehmen, durchfließen lassen und dann, weil sonst ist es halt dann immer noch irgendwie Im System da. drin, ja, genau. Ja, Und eben, ich glaube, genau darum ist die Zeitqualität jetzt, weil sie eben so krass intens ist, eben genau so krass gut. Weil sie genau die Knöpfchen die drückt. Knöpfchen mal vorne spült und Ja. sagt, hast du da wirklich hergeschaut? Haben wir das wirklich angeschaut? Willst du wirklich so weitermachen? Und dann ist halt der Nächste, gell? Wenn jetzt das alles aufgibst, du bist ja nur, dein Hirn ist ja nur eine Festplatte. Nichts anderes. Ich glaube, das weiss jetzt mittlerweile irgendwie jeder. Wenn das alles weggeht, die ganzen Geschichten gehen weg, wer bist du denn eigentlich noch? Und ich glaube, das ist das, was schon auch Schiss macht. Wo mir irgendwie auch Angst macht, aber wo ich auch muss sagen, wo ich auch mega abfeiere, weil ich einfach dadurch halt schon ein Kind bin, gell? Und ich finde, hey, geil, was passiert jetzt heute? Was kommt jetzt heute dran? Was wollen sie mir jetzt heute irgendwie verklicken? Aber ich glaube, wie gesagt, genau darum ist die Zeitqualität so gut und genau so kann man das, glaube ich, wirklich aus dem Shit einen Shift machen, indem man sagt, hey, cool, genau jetzt kommt das, ist genau zur richtigen Zeit, also schauen wir es jetzt wirklich nochmal an. Ja, absolut. Ja. Da wären wir beim Ding. Also ich hoffe, dass wir da draussen den einen oder anderen Impuls haben können geben, falls es bei dir rattert und auch einmal schwierig Und es ist ja wirklich auch nicht es sollte überhaupt nicht bagatellisierend sein. Ich meine, es gibt Leute aus, die eben vom Job, der weggeht, von Beziehungen, die auseinandergehen, Leute, die sterben, Ja. Kohle, Ja, die vollendig. weg ist wirklich Vollendig. Autos, die kaputt gehen, alle hohen Teufel. Also ich meine, das sind zum Teil wirklich harte Sachen, aber eben, es lädt halt wirklich ein, um zu sagen, okay, was kann ich jetzt daraus rausnehmen? Was will man mir jetzt eigentlich sagen? Und ich finde es eben genau darum so wichtig, um die unterschwelligen Signale, wenn du so willst, die Störfaktoren wirklich eben darum gnadenlos ehrlich anschauen. Weil sonst kickt er das. Also meine Theorie ist wirklich so, wenn du eine Grundschwingung hast am Tag und die ist relativ hoch, vor allem wenn du nach dem Space oder nach der Meditation oder so kommst, und du aber immer noch so einen Störfaktor in dir drin hast. Und das ist so unterschwellig. Bei vielen läuft dir das, bei mir ja auch, gar nicht bewusst. Dann züchtet ihr das doch, also gehe ich davon aus, dann müsste ja theoretisch der ganze Schnitt an Frequenz am Tag immer wieder runterfitzen. Klar. Auf dort, wo du gerne nicht sein willst. Und Ja. darum, es sei denn, du gehst her und sagst, okay, hey, das und das ist wirklich so ein scheiß hoher Musterloop, der zum Teil fatale Folgen hat. Jetzt durchbreche ich den bewusst, und zwar, dass ich mir das jeden Tag aufschreibe, mir jeden Tag anschaue und jeden Tag, sobald ich in so ein Musterding reinkomme, wo ich so merkwürdig anfange zu handeln, wo ich auch nicht gerne nicht will, bewusst sage Stopp. Oder ich sage halt bewusst Change. Ja. Laut zum Teil, mit den Leuten das schon angeschaut, wenn ich im Migrapost war, so Change. Aber es ist gleich, die wissen nicht, wo ich wohne, ist mir egal. Zu sagen, okay, jetzt habe ich wenigstens so einen unterschwelligen Gedanken wieder vertwischt und kann ihn jetzt direkt wieder umformen. Und ich mache es wirklich so, das habe ich dir auch letzte Woche gesagt, als wir telefoniert haben. Ich bleibe zum Teil so lange hocken, bis die Emotion sich verändert. Ja, das mache ich auch, ja. Und wenn es eine Stunde geht, Ja. ist egal. Genau. Einfach, weil das alles sich zuerst muss irgendwie anfangen zu verändern. Genau. Ja. Ja. Jetzt habe ich glaube, ich habe noch nie so viel geschwätzt. Ich finde es so schön, sie taut auf. Ey. Und da will ich noch Kurz. kurz... In einem Jahr ist ja Rampensau, Mann. Ja, Machen wir ein Video. und da... Was ein Scheiß.
bevor ich es vergesse, weil ja Manuela jetzt so viel redet, hey, belohnen uns doch mit einer Bewertung auf Spotify. Es würde uns mega, mega freuen und abonnieren auch gerne, dass ihr keine Folge verpassen. Es Kommen würde wir auch uns, auf Insta. ja, mega cool. Und falls ihr Unterstützung brauchen zum Shiften, welcomeacademy.ch dürfen ihr gerne mal reinschauen. Unsere Beratungen, die wir haben, und vielleicht resoniert etwas mit euch und dann sind wir natürlich sehr gerne da zum Unterstützen. Genau. Alright, wir gehen ins nächste. Hey, für was bist du eigentlich dankbar? Ich bin dankbar für Schleichwerbung, weil durch das kann ich jetzt sagen, Shift happens. Wuhu. Für was bist du dankbar, Manu? Oh, was kommt dir? Soll ich zuerst? Ist etwas Lustiges? Es geht, du zuerst. Ja, weil ich komm jetzt wirklich so mit etwas ganz Plumpigem, sehr Plumpigem. Aber, nicht nur aber, eigentlich, und sowieso hast du nicht gesehen, ich bin unglaublich dankbar für meine Seelenfamilie, die ich habe. Vor allem, weil es jetzt so herausfordernde Zeiten sind, wo ich wieder einmal echt auf einem anderen Level gespürt habe, wie stark dass ich mit den Menschen verbunden sind und wie fest, dass man miteinander verknüpft ist und dass die Leute einfach da sind und einfach nur schön. Also wirklich, ich bin im Moment so dankbar dafür. Ich habe das schon lange nicht mehr so krass gespürt, wie vor allem jetzt im September in diesen herausfordernden Zeiten. Und das gibt mir viel zurück, weil Seelenfamilie ist dann für mich schon einmal etwas anderes als, ich sage jetzt, blutsverwandt. Dort musst du schon fast. Mit denen musst du fast abhängen, ja. Und mit Seelenfamilie, das ist natürlich ganz eine andere Schwingung und aus freien Stück. Und da, falls irgendjemand von euch hier zuhört, vielen herzlichen Dank wirklich von meiner Seite. Und ich höre jetzt auf, sonst fange ich an weinen aus Dankbarkeit. Danke vielmals. Alright. Kommst du gerade eine Träne in die Nein, Augen alles über? gut. Okay. Ich bin stark, ich kriege innerlich wie eine Siegerin. Ja, Gott. Für was bist denn du dankbar, Manu? Ich bin dankbar wirklich für kreative Energie, so blöd dass es tönt, weil es einfach immer wieder komplett ungeahnte Lösungen halt einfach schafft. Also, oder halt vielleicht auch improvisierte Lösungen, wo eben, wenn du anfängst zu verkopfen und nonstop die Wand anstarrst daheim und darüber leist, wie beschissen dein Leben ist, auf die Idee kommst du gerne nicht. Das sei denn, du hast so einen kreativen Impuls, der sagt, hey, mach's doch mal so. Und darum, wie das mit dem Aufschreiben oder dieser Art von Aufschreiben, glaube ich, da dahinter ist einfach kreative Energie, um zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal anders an. Und für das bin ich dankbar. Schön. Finde ich cool. Bin ich gerade auch dankbar, wirklich. Ja, Leute. Amen! Amen. Okay. Okay, sie hat gesprochen. Sie hat gesprochen. Ja, dass man es nicht immer so bierernst nimmt. Ja, voll. Ja. Finde ich auch. Gell? Ja, somit würden wir die Episode schliessen. Und wie gesagt, checken gerne unsere Instagram-Profile ab, kommen gerne auf academy.ch, falls ihr Unterstützung brauchen, oder schauen auch mal im Blog vorbei für Inspirationen. Und wir würden uns mega freuen, aber eine Sternenbewertung auf Spotify, und noch cooler wäre, wenn ihr die Glocke aktivieren Eine gute Bewertung. dass ihr keine Folge mehr verpassen, dann würden wir nämlich immer erinnert. Und somit wünschen wir euch eine gute Zeit und bis Eben zum euch nächsten Sorge. Mal. Tschüss. Ciao.